Einige Zeit war ich jetzt nicht mehr auf YouTube zum Singen und jetzt habe ich mir gedacht, nachdem ich mit dem Albert Zimmerer so eine wunderbare Serie angefangen habe, die 5-Minuten-Terrine, ich kann mich mal wieder melden auf meinem eigenen YouTube-Account mit ein paar Gedichte, die vielleicht Frieden, Freude und Glück spenden in dieser schwierigen Zeit für manche. Und die Gedichte, die sind aus dem Gedichtband Herzwärts, den habe ich gemeinsam mit meiner Frau Susanne geschrieben. Und es sind Lebensminiaturen, Gedichte und Texte über die Ruhe, über die Stille, über die Liebe und über das Herz. Und daraus möchte ich jetzt ein paar Texte vortragen. Der erste Text heißt Himmelsöffnung. Es ist an der Zeit, niemals die Hoffnung aufzugeben, unsere Herzen zu öffnen, uns nicht von der aufkommenden Schwärze der bösen Mächte zu ängstigen, sondern ihnen mit Liebe entgegenzugehen. Es ist an der Zeit, zusammenzuhalten und mit Liebe und Besonnenheit an das Gute im Menschen zu glauben, das aus unserem Zusammenhalt erwächst. Nur aus unserem Glauben und unserer Liebe wachsen Freiheit, Gleichheit und Frieden. Und dazu dieses wunderbare Bild, wie es im ganzen Buch Bilder gibt. Jetzt vielleicht was über den inneren Frieden und da gleichzeitig auch so mein Hinweis, statt Nachrichten jedweder Art einfach rausgehen in die Natur, sich mit sich selber befassen, in die positive Energie kommen. Und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, weil auch mir es manchmal nicht gelingt, dass ich vorbeikomme an diesen meistens negativen Dingen. Aber jeden Tag kann man an sich arbeiten und lernen und diesen inneren Frieden finden. Innerer Frieden. Wenn man nur ein paar Sekunden in die Weite schaut und sich klar macht, wie wunderschön es ist, in Frieden leben zu können, wird plötzlich jeder Krieg, ob nun innerlich oder von außen, unsinnig und unbedeutend. Die Stille und die Ruhe bringen uns näher zu unserem Gefühl und zu unserer Liebe, zum inneren Frieden. Und zum Abschluss noch ein Text, den ich meiner Frau gewidmet habe, ein Liebesgedicht, der aber gleichzeitig auch diesen wunderschönen Bienen gewidmet ist, die so alt sind und die für unseren Globus so wertvoll sind. Bienenstock. Mit dir möchte ich leben, wie die Bienen in einem unendlichen Bienenstock. Wir würden voller Liebe Honig sammeln und die schönen Tage genießen. Abends würden wir uns zusammenkuscheln, uns an unserer Liebe wärmen. Tag für Tag und alle Zeit würden wir geborgen sein. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wer sich interessiert für unsere Bücher, der mag einmal gern schauen auf wolfgang-hofer.de. Wir sind auch auf Instagram zu finden und die Links, die setze ich drunter. Euch eine friedliche, lichtvolle, liebevolle Zeit. Alles ist gut. Die goldenen Zeiten stehen vor der Tür. Servus, pfiat euch.